das Nürnberger Stadtbüro von Mission Eine Welt. Annette Loire-Katare arbeitete hier bis 2015 als Menschenrechtsreferentin. Ich war ja hier fast 5 Jahre tätig. Also für mich hier zurückzukommen ist ein kollegiales Zuhause und es ist eine Zeit, wo ich viel gelernt habe, aber auch viel beigetragen habe an der Arbeit von Mission Eine Welt. Ihre Arbeit in Deutschland begann mit ihrem Großvater in Tansania. Das Wort Mission hat in meiner Familie eine ganz große Bedeutung. Mein Großvater war LKW-Fahrer und als junger Mann durfte er für die deutschen Missionare, die damals in Tansania unterwegs waren, arbeiten. Und er arbeitet auch danach in einer Garage, die einem deutschen Missionar gehörte. Und in der Zeit hat er sich für den christlichen Glauben entschieden und somit auch seine Frau und seine ganzen Kinder wurden danach getauft. Und mein Vater wurde dann Pfarrer. Zunächst betreut er eine Gemeinde im Nordosten Tansanias. Später leitet er ein Dekanat. 1991 kam dann mein Vater nach Deutschland als Austauschpfarrer und arbeitete in Erkenschwick, das ist eine kleine Gemeinde bei Recklinghausen im Ruhrgebiet, als Austauschpfarrer und er durfte dort die Gemeinde missionieren. Mein Vater kam ja zuerst mit meiner Mutter und 2 meiner jüngsten Geschwistern und ich mit meinem älteren Bruder blieben in Tansania ein ganzes Jahr. Und als die Gemeindemitglieder merkten, dass meine Mutter doch ein bisschen traurig ist, haben die nachgefragt, was ist denn los? Und später offenbarte sie, dass sie noch 2 Kinder hat, die in Tansania sind. Und die Gemeinde legten dann Geld zusammen und so kamen wir nach Deutschland, ich und mein Bruder. Die Zeit im Ruhrgebiet erlebt Annette als eine glückliche. Zurück in Tansania muss sie sich für den Besuch eines Internats von Eltern und Geschwistern trennen. Nur noch einmal im Jahr trifft sie jetzt ihre Familie. Nach dem Abitur studiert sie Rechtswissenschaften und arbeitet schließlich als Juristin bei der Evangelischen Kirche in Tansania in einem Menschenrechtsbüro. Ihr Engagement führt sie dazu, sich bei Mission Eine Welt um die Stelle der Referentin für Menschenrechte zu bewerben. Ich kam in der Zeit, wo das Thema Land als Schwerpunktthema von Mission Eine Welt war. Wir wollten mit diesen Themen aufzeigen, wie kommt es dazu, dass Investoren aus dem Ausland, zum Teil vielleicht auch aus Deutschland, in unseren Partnerländern zu Menschenrechtsverletzungen führen. Welche Verfahren stecken dahinter, dass große Investoren in unsere Partnerländer Land pachten, Land kaufen, aber die Rechte der Bevölkerung dort dadurch leiden? Und wer profitiert von dieser Investition? Das haben wir, denke ich, gut gemacht. Annette kehrt an die Universität zurück, um ihr Wissen zu vertiefen. Nicht zuletzt, um politisch mehr bewirken zu können. Mittlerweile promoviert sie am Lehrstuhl für Menschenrechtspolitik in Erlangen. Ich sehe mich heute als Aktivistin für Menschenrechte und das für mich als Definition einer modernen Missionarin, aber auch in der Zukunft. Ich sehe mich da verstärkt weiterhin, dass ich mich für Menschenrechte einsetze, versuche die Lage in mein Heimatland darzustellen, den Leuten hier in Deutschland auch zu erklären. Und so will Annette Loire-Katare nicht aufhören, für Menschen zu sprechen, die für ihre Grundrechte kämpfen müssen.